In den letzten Wochen hat man schwer Wederen hier im Land, wo auch schwere Schuld war. Der Müllertal war ganz stark betroffen und ich meine, muss ich noch so, dass eine ganz große Solidarität hier im Land gespielt wird vis-à-vis von den Leuten, die Schuld haben. Wir haben Instrumente, das also von der Regierung so gesagt gehen, für den Leuten zu helfen. Auch gibt es Formulare, gibt es Prozeduren für die Leute zu helfen. Wir sind froh, die ich heute will, stellen das mehr spezifisch an, geht am Fond und die Leute, die vielleicht nicht direkt durch die Wirte Schuld hatten, mit denen aber einen Ausfall an ihrem Kommerz durch die Schuld entstanden. Das wie zum Beispiel Bertreff, wo von 3 Zufahrtsstraßen 2 gespart sind. Das kann sogar sehen, dass die meint bis ein Jahr gespart gehen und dass dem Empfang eng Zugangsstraße, die auch noch nicht aus dem Touristengebiet Müllertal oder erst danach können. Und so gibt es sicherlich nach Gegenden an dem Eck, wo Leute Schuld tun, was ihre kommerziellen Ausfall bedeutet, weil wir just für der Touristensaison sind, an die Leute auch mit Ausfall zu rechnen. Sowohl die Schuld an ihrem Kommerz, wie die Häuser, die keine Schuld direkt an ihrem Kommerz und die den Ausfall finden. Und dafür geht mich froh an die Richtung, was an diesem spezifischen Fall die Regierung vom Moyen hat, für die Leute zu helfen, an wie die Hilfekind zustande kommen. Die Überschwemmungen waren effektiv oder sind auch lohn nach immer eine solide Kuh für jeden, den du von der Betraffer ist, aber besonders am Müllertal, aber besonders für den Sektor vom Tourismus, den pro Jahr 45 Millionen Umsatz möchte, 450.000 Mieten all Jahr, an 64% davon lang an den 3 Monaten Juni, Juli, August, besonders für den Camping sind das decisiv meint, sozusagen der Kerschner, weil du 75% von ihrem Chiffre d'affaires gemerkt. Dafür ist es natürlich wichtig, dass wir den Müllertal, aber auch die anderen Gegenden vom Land sehr immer bekriegen, dass wir alles machen, für die Leute zu helfen. Die Regierung hat ja auch sehr reagiert und schnell 30 Millionen Euro deblockiert für Privatleute einerseits und aber auch für Betriebe andererseits. Was die Überschwemmungen von gestern angeht, gut, man bis heute mit kein neue Fall gemeldet, wo ein Betrieb Schuld erlitten hat. Ich schließe aber nicht aus, dass das vielleicht noch kennt, wie gesagt, bis nach nicht gemeldet. Par contre, sicherem ein paar Urteilen an auch Campinge betraf, die schon den 1. Juni getroffen waren. Heute Mitten als zu diesem Moment eine Reunion am Gang, die koordiniert wird vom Office Regional du Tourisme am Müllertal ob der Heringer Millen, die selber auch gelitten hat. Und da wird der Point gemacht mit sämtlichen Akteuren aus der Region, in der Leitung, wie gesagt, vom ORT. Nachher haben wir nicht alle gut entschieden, abgelöscht, geschweißt dann, geflickt, und neu abgeriecht. Das dauert schon nach einer Zeit. Vielleicht wichtig zu nennen, es sind am Ganzen 22 Betriebe, die sich bislang bei JAIS gemeldet haben im Wirtschaftsministerium, 7 Urteilen, 5 Campingen, ein Restaurant, 2 Garagisten und noch ein paar Kleinbetriebe, die meist aus dem Müllertal, mehr auch aus anderen Regionen. Und wir können ja als Wirtschaftsministerium da, wo die Assurance nicht anspringt, eine finanzielle Hilfe geben. Das tun wir schon am Ernsttal gemacht, wo wir am ganzen 13 Betriebe konnten helfen, mit am ganzen 630.000 Euro. Das kann ja aus der Schuld viel mehr hoch. Und dafür ist es doch gut, dass wir aus den Überschwemmungen am Ernsttal Konsequenzen gezogen haben, nämlich am neuen Beihilfegesetz für Klein- und mittelgroße Betriebe. Und das Gesetz wird an den nächsten Montag gestimmt. Daran haben wir explizit dran geschrieben, dass wir können bei einer Katastrophe naturell bis zu 100% vom Schuld remboursieren. Es ist aber möglich, schon 4 Wort von dem Gesetz zu helfen, mit bis zu 200.000 Euro Direkthilfe pro Betrieb. Und zwar geht es durch, wenn Betriebe die Schuld tun, als die Wien zum Beispiel von Elektriker oder Installateuren weiter gehen. Die Schuld wird das den direkte Schuld an de paar Millionen hecht groß sind, das lohnt nicht aufzuschätzen. Du musst ja natürlich die Wege gemacht, die Experten müssen alle gute Lernsch gehen. Was aber stimmt, dass es auch indirekten Schuld wird gehen, eben weil auch Straßen zugemacht sind, weil es auch zu Annulationen wird kommen, weil die Passage natürlich auch an einer ganzen Reihe von Betrieben
massiv drauf gehen, weil eben Straßen zugehen. Und dafür ist es gut, dass den Artikel 9 an dem neuen PME-Gesetz eben auch vorgesehen, dass er kann einen Betriebsausfall, einen Geschäftsausfall kompensiert kriegen durch den Staat. Natürlich gibt es da europäische Regeln zu beachten und zu respektieren. Dafür muss man da doch ganz genau gucken. Aber theoretisch wird es die Möglichkeit, auch über den dritten Artikel Betriebe zu entscheiden.